Und das bringt mich jetzt eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Tawhid, dann hören wir vielleicht dann vorher auf. Tawhid ist auch ein Wort, das man viel hört. Die linguistische Bedeutung vielleicht vorneweg. Etwas zu einer einzigen Einheit machen, beziehungsweise das Wissen über etwas, dass es eins ist. Also mit eins tun, Wahid. Fachspezifische Bedeutung heißt, oder das im islamischen Kontext heißt Tawhid, das ausschließliche Anbeten Allahs als den einzigen und einheitlichen Anzubetenden und die Bestätigung der Einheit seines Wesens und seiner Attribute und Handlungen. Das ist jetzt auch ein bisschen kompliziert, vielleicht so, aber auf den Punkt gebracht, Allah ist eins. Es gibt keinen zweiten. Ein Tawhid, also wenn man von Tawhid redet, tut das alles ausschliessen, also alles ausschliessen wie Dualität. Eben, dass es zwei Götter gibt. Trinität, dass Gott einer von drei ist. Pluralität, eben, dass es sogar noch mehr gibt. Es sind nicht nur zwei oder drei Götter, sondern eben wie bei den Griechen zum Beispiel unzählige. Teilbarkeit, also Allah lässt sich auch nicht teilen. Und jedes mit dem Mysterium in Bezug auf Allah kann man kategorisch ausschliessen. Im ersten Moment tut das relativ einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Koran lese und sage, er, also Allah, ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Er machte für euch aus euch selbst Paarteile, sowie von den Weidetieren Paarteile. Er lässt euch damit vermehren. Nichts ist ihm ähnlich. Er ist der Allhörende, der Allsehende. Sura 42 oder das Surat al-Ikhlas, ganz bekannt. Sag, er ist Allah, einzig. Er ist Allah, der Erbetene, nie zeugte er, nie wurde er gezeugt und nie ist ihm jemand ebenbürtig. Wenn wir, vielleicht ist noch etwas anderes, vielmals wird Tawhid auf Deutsch übersetzt als Monotheismus. Monotheismus ist nicht eine sehr glückliche Übersetzung, weil andere Religionen das Wort eben auch benutzen und etwas anderes sich darunter vorstellen. Deshalb versuchen wir das Wort, eben, das Ziel ist dass wir nicht versuchen, für jedes Wort ein deutsches Wort zu finden, das eventuell passt. Also wenn es ein Wort gibt, das genau das Gleiche bedeutet, tun wir das Wort auf Deutsch so übernehmen. Wenn es aber kein Wort gibt, das das Gleiche bedeutet, dann tun wir nicht das nächstbeste nehmen, sondern wir tun das arabische Wort quasi verdeutschen. Genauso würden wir nicht versuchen, Iman zu übersetzen, sondern wir reden auch im Deutschen von Iman. Und Tawhid auch. Also es ist auch mehr als nur ein Gottglaube. Ein Gottglaube tut das nicht ganz, nicht vollständig ausdrücken, was man wirklich meint. Okay, also Tawhid, im ersten Moment hat man das Gefühl, es ist ganz klar. Es gibt einen Allah, der hat alles erschaffen, der ist der das Sagen hat, der hat keinen Partner, der hat keinen Sohn, ist selber kein Sohn oder ist nicht geboren worden. Aber was hat das für Konsequenzen in unserem Leben? Und das ist vielleicht das, was man heute oder schon immer sich zu wenig überlegt hat. Also wenn man den Tawhid nur auf der Zunge hat, ja, es gibt nur Allah. Er ist der Größte oder er ist grösser als alles andere. Aber der Tawhid sagen ist das eine und umsetzen ist das andere. Und das Umsetzen vom Tawhid ist gar nicht so einfach. Also dann, wenn wir das mal sehr selbstkritisch unser Leben anschauen, dann würde man vielleicht entdecken, dass in vielen Bereichen von unserem Leben vielleicht Allah für uns eben gar nicht der Größte oder das Größte ist, sondern dass es Sachen gibt, die für uns wichtiger sind, die für uns wegweisender sind als der Koran. Und wenn das so ist, dann haben wir den Tawhid eigentlich nicht ganz verinnerlicht. Und das muss jeder für sich allein wissen. Ich komme immer mit dem Beispiel Chef, oder wenn ich jetzt irgendwo arbeite und der Chef sagt, man macht das und das und das und ich mache alles, was der sagt. Warum? Aus Angst, dass er mir sonst kündet. Und wenn er mir kündet, dann habe ich keinen Lohn mehr, habe ich kein Geld mehr, dann weiß ich nicht, wie ich existieren soll. Also ich mache alles, was mein Chef sagt. Aber wenn Allah etwas sagt, dann mache ich das nicht so zwingend. Ich mache es nur gerade, wenn es mir passt oder wenn ich gerade Lust habe. Oder
Oder saisonal, vielleicht eben im Ramadan mache ich vielleicht auch ein bisschen mehr. Oder so. Aber theoretisch, wenn ich sage Tawhid, und das ist das Zentrum vom Islam, und nicht nur vom Islam, ich meine, jeder Prophet hat eigentlich immer Tawhid predigt. Aber wenn ich das gar nicht lebe, heisst es, dass ich es auch nicht wirklich verstanden habe, beziehungsweise dass ich es eben nicht verinnerlicht habe. Und dann müsste man sich seinen Iman eigentlich immer wieder ein bisschen überdenken und sich selber fragen, habe ich überhaupt wirklich Iman? Und das ist nicht so einfach, also ich sage jetzt niemandem, du machst das so und so falsch oder ich mache alles richtig. Ja. Aber was würdest du denn sagen, wenn heute ist es schon ein bisschen schwierig, zum richtig, eben, es gibt ja Leute, die nicht praktizieren können, weil es halt Arbeitsstellen oder... Wenn du nicht praktizieren kannst, aber du hast alles versucht, ist das etwas anderes. Es gibt immer Notsituationen. Not bricht Gebot, ist eine Grundregel eigentlich im Islam. Die Frage ist aber, habe ich wirklich eine Notsituation? Häufig tun wir uns sagen, ja, weisst, es geht nicht anders. Ich kann nicht, ich darf nicht. Wenn wir jetzt beim Thema Salat bleiben, wenn ich einen Chef habe, wo ich nicht gefragt habe, ob ich Salat machen darf oder nicht, und ich habe einfach Angst und denke, oh, wenn ich ihn jetzt frage, und dann sagt er wahrscheinlich nein, und dann schauen mich alle komisch an, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich gefragt hätte, und der Chef hat mir ausdrücklich gesagt, nein, du darfst nicht. Vielleicht hätte er ja gesagt. Oder? Es gibt viele, die fragen gar nicht erst. Oder das ist die Angst ein bisschen auch. Wie? Die Angst auch. Ja, aber eben, Angst vor was? Aber wieso hast du hast Angst vor dem Chef, dass er etwas sagt, wo du nicht vielleicht gerne hören willst. Aber du hast mehr Angst vor dem Chef als die Angst vor Allah, was er vielleicht dir dann sagen wird, wenn er dann fragt, wieso hast du es alleine gemacht? Zum Beispiel eben Asr ist ja so eine Zeit, wo immer zu Arbeitszeiten ist. Also Allah Ta'ala wird mich morgen fragen, wieso hast du Asr nicht gemacht? Und wenn ich heute keine Angst habe, dass ich morgen keine Antwort zu dem finde, aber heute habe ich Angst vor dem Chef, dass der mich vielleicht sagt, wieso kommst du mit so einer blöden Frage? Das ist das, was ich meine, oder? Was ist jetzt höher? Es ist nicht, ich meine, weißt, wir reden jetzt auch wirklich so, also ich sage jetzt nicht, wenn einer das macht, dann ist das ein Kafir, also so weit gehe ich nicht, aber einfach so sich überlegen, tue ich das überhaupt wirklich realisieren, was Tawhid heisst. Hätte ich gefragt, hätte der Chef vielleicht ja gesagt. Jetzt kann es sein, dass der Chef Nein sagt. Der Chef sagt, nein, bei mir darfst du nicht. Was machst du jetzt? Ja, der Chef hat Nein gesagt, also mache ich kein Salat. Ich tue dann am Abend alle nachholen. Ist eine Möglichkeit. Aber eigentlich, wenn wir jetzt wirklich nur schwarz-weiß, ich tue jetzt einfach schwarz-weiß denken, müsste ich als guter Muslim oder als einer, wo für den Allah das Höchste ist, müsste ich doch jetzt einen neuen Job suchen. Müsste ich jetzt sagen, okay, dann muss ich mir einen Job suchen, wo ich halt Salat machen kann. Wenn der mir das nicht erlaubt, dann müsste ich doch jetzt kündigen und mir einen neuen Job suchen. Oder halt von mir zuerst einen neuen Job suchen und nachher kündigen. Wenn ich jetzt einen neuen Job suche, aber keinen finde und ich muss jetzt bei dem bleiben, weil ich tue jetzt ja nicht von niemandem verlangen, dass er gerade arbeitslos soll werden. Also wenn jetzt einer einen Job sucht und keinen findet, dann kann der von mir aus sagen, ja, ich bin wirklich in einer Notsituation, ich brauche den Job. Und heute brauchst du, ohne Geld kann man eigentlich nicht existieren. Aber ich habe alles versucht. Ich habe mit dem Chef geredet, ich habe eine andere Stelle gesucht, aber ich habe nicht gefunden. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn einer sagt, ja weisst, da verdiene ich jetzt eben schon gut. Und wenn es gibt zwar eine andere Stelle, wo ich vielleicht hingehen könnte, aber dort würde ich nur die Hälfte verdienen. Und das ist mir dann schon zu wenig wichtig. Also ich wollte lieber viel verdienen. Das heisst, mehr verdienen ist wichtiger als Salat machen. Und dann stellt sich wieder die Frage, wo in deiner Rangliste steht Allah. Allah muss immer auf Platz 1 sein, das ist Tawhid. Der muss eigentlich immer auf Platz 1 sein. Und wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, ich gebe dir deinen Rizq, also ich tue für deinen Unterhalt sorgen, aber ich habe Angst, dass wenn ich Salat mache, dass ich dann vielleicht nachher keinen Unterhalt mehr habe, weil der Chef mir vielleicht kündigt, dann heisst das eigentlich jetzt, dass ich denke, der Chef tut meinen Unterhalt mir geben. Und nicht Allah. Also das ist so die kleinen Schirks, die man machen kann. Und wo wir auch machen, also das ist Sachen, die wir uns gar nicht überlegen. Aber man müsste, ich glaube, das ist dann da, wo dann auch Taqwa halt, wo also die Nähe zu Allah, der, wo mehr sich so Fragen stellt und eben auch bereit ist, sein Leben zu ändern,
dass er kann das machen kann, was Allah von ihm will. Das ist das, wie es sollte sein. Wenn ich aber nicht bereit bin, mein Leben zu ändern, weil es mir zu bequem ist, oder weil ich zu faul bin, oder weil jetzt verdiene ich gut und andersrum will ich weniger verdienen, dabei weiss ich das gar nicht. Vielleicht, wenn ich aufhöre mit dem Job, den ich jetzt alleine machen kann, und mache das wirklich für Allah, das muss natürlich immer, unsere Absicht muss immer Allah sein, also wir tun für Allah aufhören. Tut er uns vielleicht eine Arbeitsmöglichkeit geben, wo ich viel mehr verdiene, oder einen viel besseren Job, wo mir besser gefällt, wo mich mehr befriedigt, oder ich weiß nicht was. Wir denken immer im Voraus schon denken, dass es nicht möglich ist. Mit dem tun wir Allah einschränken, dass Allah das gar nicht kann. Wegen dem habe ich gesagt, eben Monotheismus ist mehr, also Tawhid ist mehr als ein Monotheismus. Es gibt nur einen Gott, sondern der Allah ist auch allmächtig, der kann alles machen, es gibt nichts, was der nicht kann. Wenn der will, kann der, wenn ich mich für eine Stelle bewerbe, wo 100 Leute angehen, wenn Allah das will, dann bekomme ich die Stelle überall. Wenn ich der bin, der am wenigsten Aussicht hat für die Stelle. Wenn Allah das will, dann ist das keine Sache. Allah sagt, das ist und das ist. Und mit diesem Wort wollte ich jetzt eigentlich auch schließen. Wir müssen uns, also Tawhid ist einfach definiert, aber nicht so einfach umgesetzt im Leben. Und ich glaube, das ist das, wo wir nachher auch gefragt werden am Schluss. Wieso haben wir das so gemacht oder nicht anders? Oder was ist wichtig gewesen? Was heisst Allahu Akbar? Wie würdest du Allahu Akbar übersetzen? Allah ist der Größte. Was würdest du sagen? Allah ist groß. Oder? Ja. Und du? Von dir erwartet jetzt natürlich das Kind. Allah ist größer. Allah? Ist größer. Ist grösser. Jetzt haben alle etwas anderes gesagt, oder? Der Größte, groß, grösser. Allahu Akbar heisst, Allah ist grösser. Der Größte wäre Allahul Akbar. Er ist der El Akbar, der Größte. Allah ist groß, wäre einfach Allahu Kabir. Und Allahu Akbar ist, Allah ist grösser. Was ist jetzt der Unterschied? Wenn ich sage, Allah ist der Größte ist etwas Endliches. Ich habe das und da ist fertig. Das ist der Größte. Aber Allah ist nicht limitiert. Also egal, was ich mir vorstelle, Allah ist immer noch grösser. Gross ist auch, aber es gibt vieles, was grösser ist als gross. Und grösser ist eigentlich das Unendliche. Das Unendliche, das heisst, egal, was ich mir vorstelle, Allah ist grösser. Wenn ich sage, der Größte ist irgendwo fertig, aber wenn alles andere darunter ist und nichts drüber, aber ist fertig, ist limitiert. Oder? Tawhid. Also nicht nur einfach Monotheismus, es gibt nur einen, sondern der ist wirklich über allem. Und unendlich, der hat es schon immer gegeben und wird es immer geben. Es kann einen Gott geben, der entstanden ist, mal irgendein und vielleicht irgendein das Ende haben wird. Monotheismus. Gut, über das Theismus da reden wir jetzt noch gar nicht, das ist wieder etwas anderes, die ganze Theologie. Aber es könnte sein, dass man von einem Gott redet, der nur für eine gewisse Zeit da ist. Aber Allah hat keinen Anfang, hat kein Ende. Der hat es immer gegeben und wird es immer geben. Also Monotheismus sollte man nicht brauchen als Übersetzung von Tawhid. Und vielleicht am Schluss einfach noch zum Erinnern, Allahu Akbar, Allah ist grösser. Egal was wir uns vorstellen, egal wo wir denken, es könnte eine Schranke geben, ein Limit geben. Allah ist grösser. Allah ist der allmächtig ist. Es gibt nichts, was er nicht machen kann. Wenn wir mit unserem Iman ernsthaft sind, wenn wir wirklich Allah dienen wollen, wenn uns wirklich das Wichtige ist, Allahs Wohlgefallen zu bekommen und aufgrund von dem mit einer Arbeit anfangen, das muss jetzt nicht nur ein Job sein, Arbeit, also irgendetwas machen, dann wird Allah uns sicher helfen in dem und er wird uns erfolgreich machen. Und erfolgreich heisst nicht unbedingt, dass ich viel Geld verdiene, sondern erfolgreich heisst, mein Ziel war, Allahs Wohlgefallen zu bekommen und dann bin ich also erfolgreich, wenn ich Allahs Wohlgefallen bekommen habe. Und das sollte unser aller Ziel sein, das Wohlgefallen von Allah. Und inshallah wird Allah mit uns zufrieden sein. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له أستغفرك وأتوب إليك لله تعالى الفاتحة